Archie, meine Anteile an unsere Mofa. Ja, und? Da klingelt die Kasse. Wieso? Ja, weil Archie zahlt mir für meinen Anteil an der Mofa 2 Euro pro Tag. Bargeldlos. Das rechnen wir durch. Ja, und dann? Ja, und dann bin ich in einer Woche flüssig. Und dann kann ich dir alles zurückzahlen, was du mir jetzt leihst. Ist das nicht toll? Ja, und in der anderen Woche ist es dann genau andersrum. Und dann bin ich wieder flott. Du leihst uns 20 Euro. Besser kannst du dein Geld gar nicht anlegen. Kann ich euch nicht einfach einen ausgeben? Ich glaube, da komme ich am Ende günstiger bei weg. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Bin ich aber froh. Moin. Rein die Deck, bitte. Was ist das denn? Der Goldfisch. Gestorben. Und wie war das so? Alles noch größer, noch schöner. Was? Ich war heute in Klingsiel zur Eröffnung des neuen Hoppenhoff-Hauses. Wer? Der Heimatdichter Horst Hoppenhoff hat von 1907 bis 1910 in Klingsiel gelebt. Ach, tja, pass mal auf. Wenn der Kuh Geblök erschallet, Wald des Wanderers Herzen viel. Unter blauem Himmel strandet er so gerne in Klingsiel. Das ist ja gewaltig. Klingsiel hat jetzt einen Dichter. Und wir haben noch nicht mal Durchgangsverkehr. Ein Dichter? Und was soll man damit? Ja, in Klingsiel fahren jetzt die Reisebusse vor. Mit Hoppenhoff-Fans. Die besichtigen Gegen teuer Eintrittsgeld? das Hoppenhoff-Haus, kaufen im Souvenirshop Hoppenhoff-Lesezeichen und Gehen in Klingsieler Dorfkuch? bringen die ganze Wirtschaft in Schwung. Großartig. Und warum war das jetzt nochmal? Weil der Heimatdichter Horst Hoppenhoff 3 Jahre seines Lebens einer Witwe in Klingsiel auf der Tasche gelegen hat. Deshalb ist er jetzt ein Sohn dieser Stadt und gehört zum Klingsieler Kulturerbe. Und damit wird tierisch Kasse gemacht. Sag mal, Shorty, glaubst du hast noch ein bisschen Platz auf dem Deckel für ein Gedeck? Nee, Ja, aber wenn du dir Mühe gibst, oben links, da ist doch noch eine Ecke frei. bevor ich mir Mühe mache. Da solltest du dir auch mal ein bisschen Mühe geben und deine Klamotten von meinem Speicher räumen. Lange genug steht ein Krempel da schon rum. Ja, und nach dem Brand habe ich den Shorty gefragt, ob ich vielleicht die Sachen bei ihm auch ein bisschen unterstellen kann, nicht? Wann hat das denn gebrannt? Da warst du im Krankenhaus. Das ist so 2 Jahre her oder 10. Wie, und jetzt darfst du auf einmal hier plötzlich aufräumen? Ja, kennst du Shorty, ne? Was ist das denn? Das ist ja interessant. Papierkram. Ja, aber guck mal hier, du. Ganz alt. Kannst du das lesen? So hat meine Oma auch geschrieben. Habe nun nach Philosophie, Justerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Ja, ain't aber look. Warte mal, Archie, warte mal. Das reimt sich, das kann nicht jeder. Warte mal, denn die arbeitet da schon wieder nicht. Archie, das reimt sich. Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Versteht ihr? Das ist genauso wie dein Vortrag von vorhin, Bürgermeister. Es reimt sich. Medizin, Bemühen. Er war hier, in Büttenwerder. Horst Hoppenhoff. Horst Hoppenhoff. Gib das mal her. Jetzt machen wir auch so ein Horst Hoppenhoff Haus auf. Und mit Hoppenhoff Bierdeckel und Hoppenhoff Aschenbecher. Und dann verdienen wir uns dumm und hobbelig mit dem Erbe von Horst Hoppenhoff. Glaubst du, das ist echt? Das muss ich sofort überprüfen lassen. Das wäre ja eine Sensation.
der Höhepunkt in meiner politischen Karriere. Ich nehme das mal mit. Ich habe diese Papiere einem befreundeten Germanisten in Töppenstedt vorgelegt. Das Ergebnis ist eindeutig. Der Verfasser dieser Zeilen war Johann Wolfgang von Goethe. War nicht Horst Hoppenhoff? Ja, super, wieder nix. Typisch. Mein Gott, begreift ihr denn nicht Goethe? Ja, was, ist das nun besser oder schlechter? Goethe ist der größte deutsche Dichter, der je gelebt hat. Gibt es denn irgendwas von dem, was man kennt? Das, was du kennst, das hat ein anderer geschrieben. Ich darf mal. Sag mal, Shorty, das, was Schönby gerade gesagt hat, dass man so ganz viel Geld mit den toten Dichter verdient, was ganz ekelhaft ist. Geht das mit ihm auch, Goethe? So, meine Lieben, in diesem Lexikon, da könnt ihr mal nachschlagen, was da über Horst Hoppenhoff steht. Und dann guckt mal unter Goethe. Dann wisst ihr, welche Bedeutung dieser Fund hat. Damit müssen wir sorgsam umgehen. Das ist nicht der Moment für selbstsüchtiges Handeln und billiges Gewinnstreben. 2 Seiten im Lexikon von Shorty, du. Mehr als über Kiel. Meine Großmutter war leichtgläubig mit dem Handelsreisenden aus Königsberg. Goethe, jetzt kommt mir der Name auch bekannt vor. Meine Urgroßmutter war leichtgläubig mit dem Grenadier aus der preußischen Armee. Kennt ja auch jeder Goethe, ne? Meine Urgroßmutter soll auch sehr leichtgläubig gewesen sein. Goethe, ich meine jetzt, der Name ist so ein geläufig, er ist mir bloß nicht gleich eingefallen. Er war ein bekannter Dichter. Er war auf der Durchreise und wurde krank. Und meine Urgroßmutter hat ihn gepflegt und dann hat er ihr zum Dank das Schreiben beigebracht und dann wurde sie leichtgläubig. Archie, Frage mal. was willst du denn damit behaupten? Ja, ich glaube fast meine Urgroßmutter war mit Goethe erotisch. Archie, immer wenn ich was hab, dann fängst du an, das auch zu haben. Ist dir das mal aufgefallen? Ja, ich meine, ich sinniere ja nur. Und wenn meine Urgroßmutter mit Goethe, geht das ja auch um eine Erbschaft. Archie, wenn ich eine Sau schlechte, dann kannst du nicht kommen und die auch noch schlechten. Ja, aber Goethe... Das ist meine Sau. Ich denke ja nur an eine Familie. Such dir was anderes. Goethe gehört mir. Alles von Goethe. Jetzt geht es aber los. Es läuft alles auf Hochtouren. Die Goethe-Figuren sind erst der Anfang. Ich steige ganz groß ein in Goethe. Moment mal, Goethe? Moin, moin. Ja, du kriegst hier bald alles von Goethe. Goethe, Schlüsselanhänger, Flaschenöffner, Einkaufstüten. Das ist meine Sau. Was hast du denn damit zu kriegen? Wie lange gibt's den Dorfkrug in Büttenwader? Und wo soll Goethe sonst geschlafen haben, hä? Bei meiner Urgroßmutter. Jetzt fang nicht wieder damit an, Archie. Er war hier. Goethe! Da hat er gesessen und seine unsterblichen Zeilen verfasst. Im Sülze Tor Kato Tasso, was ist denn da drin? Büttenwader ist Goethe-Stadt. Jetzt geht's ans Geldverdienen. Du willst also einen Reibach machen mit Goethe? Und du sagst schon Opa zu ihm? Und du? Was hast du vor? Nichts, ich will einfach nur überleben. Dass wir Goethe haben, das habt ihr mir zu verdanken. Und wenn hier einer in diesem Dorf Geld mit Goethe verdient, dann bin ich das. Goethe Äpfel, Goethe Supersieglinde, Goethe Eier Kilo 5,10 €.
Brackelmann, na, was gibt's? Hallo Bürgermeister. Ja, mir schwimmen die Fälle weg. Alle wollen jetzt mit Goethe verdienen, dabei habe ich ihn doch entdeckt. Ja, das habe ich befürchtet. Jetzt kocht jeder sein eigenes Süppchen. Ach, übrigens, Brackelmann, ich habe einen führenden Goethe-Forscher eingeladen. Er soll eine Expertise anfertigen über die Echtheit der gefundenen Gegenstände. Das ist wichtig für alles Weitere. Was glaubst du denn, was kriege ich für die ganze Schamotte? Aber Brackelmann, es ist eine staatsbürgerliche Pflicht, das einem künftigen Goethe-Museum in Büttenwader zu stiften. Zu stiften? Schon, die verdient sich eine goldene Nase damit. Ich weiß. Und Archie will dann das Erbe ran. Von Goethe? Ja, und ich soll stiften? Was will Archie? Onkel Christian. Ich bin schon 103. Ja. 103. Ja, schönes Alter. 103. Sag mal, Onkel Christian, meine Urgroßmutter war doch deine Tante, ne? Ah, die hatte doch auch eine Oma. Also deine Großtante und meine Urgroßmutter. Die war leichtgläubig mit dem Dichter. Kannst du dich auf den Namen besinnen? Gretchen. Nicht Goethe? Was? Der Dichter. Die Tante. Wie hieß er? Hast du was zu schmögen dabei? Woran die gibt's nicht mehr, Onkel Christian. Ich bin schon 103. Ich muss ja mal, ne? Und Arzt? Wie war die Schule? Gut, war heute nicht da. 103. Geben Sie mir bitte mal die Anzeigenredaktion. Ja. Moin, moin, Brackelmann. So, Folgendes. Verkaufe alte Sachen von Goethe gegen Höchstgebot. Schiffer? Nee, Goethe. Ach so, die Vorwahl von Büttenwader und dann die 37. Ja. Und kommt das jetzt noch in die... Hallo? Hallo? Kommt das jetzt noch in die nächste Ausgabe? Hallo? Hallo? Und Brackelmann, Oh, Bürgermeister. ist das schon alles? Ja, aber das war alles von Goethe. Shakespeare, Sonette. Vielleicht hat er ja gern gelesen. Und damit hat er wohl geschrieben, was? Mit der Feder? Damals hat man mit einer Gänsefeder geschrieben. Taschentücher? Mit Monogramm. GT? Goethe. Mehr hast du nicht? Das ist wenig. Für ein Goethe-Museum in Büttenwader ist das zu wenig. Aber das ist alles echt. Morgen kommt der berühmte Goethe-Experte Professor Braunschweig. Dem müssen wir doch irgendwas bieten. Hast du dem wirklich schon alles durchgeguckt? Ah, naja, also vielleicht findest du ja noch was. Kommt gar nicht drauf an, wie echt die Sachen sind. Sondern wie viel das ist. Und je mehr Goethe du hast, desto mehr Geld verdienst du. So einfach ist es. Gretchen hieß sie, hat Onkel Christian gesagt. Gretchen Tönsen. Das war meine Urgroßmutter. Einmal, wenn Ihnen dieses Hemd gepasst hat, ne? Dann hätte das auch gepasst, ne? Wem? Goethe. Hier, noch einen schönen Hut. Gretchen Tönsen war leichtgläubig mit Goethe. Aber wie will man das heute beweisen? Sag mal, Archie, du kannst doch die Schrift von dem Heini lesen, ne? Ja. Kannst du die Schrift auch schreiben? Ja.
Dankeschön. Was soll ich denn schreiben? Ja, irgendwas über Büttenwerder. Vorlesen? O sonnig, wonnig, Büttenwerder, du vertreibst mir jeden Kader. Es gibt hier ein schönes Mädchen, sie heißt Gretchen, drum will ich bleiben an diesem Ort und überhaupt nicht wieder weg. Fort. Fort. Wie findest du das? Jupp. Ja. Archie, hör doch mal auf, Mensch. So habe ich hier noch nie arbeiten sehen. Pack jetzt zusammen. Wir wollen dir mal zeigen, dass wir auf Lager haben. Was da denn? Da ist ja auch noch was drin. Habe heute Gretchen Tönsen geküsst. Werde ihr eine Rolle in meinem Faust widmen. Das ist der Beweis. Das ist so von dir. Nein, das ist original. Ach, Archie. Ich glaube, ich bin jetzt bedeutend. Na, Herr Professor Braunschweig, was sagen Sie? Trefflich. Ich habe mich auch schon um Vitrinen für unser Goethe-Museum bemüht. Hier, Herr Professor, die Knöpfe. Das lässt mein Forscherherz höher schlagen. Aus meinem Koffer. Die Hose hat Gretchen ihm genäht. Welches Gretchen? Schiedkram. Herr Professor, ich schreibe gerade ein Buch über Goethe in Büttenwerder. Es wäre mir eine besondere Ehre, wenn Sie das Vorwort verfassen könnten. Hä? Ich glaube, das ließe sich eventuell einrichten. Sehr freundlich, danke. »30 Grad? Pflegeleicht.« Ach was. Ja, hatten die damals schon... Ach, Herr Bürgermeister. Gretchen war ja mit Goethe leichtgläubig. Archie. Was bitte? Meine Urgroßmutter Gretchen. Und deshalb stelle ich jetzt mal hier den Antrag. Du, lass mal gut sein. Er war mein Uropi, Goethe. Hör auf! Und deshalb stelle ich jetzt hier den Antrag, dass ich meinen Namen ändern will. In Atsche Goethe? Hier, das sind unsere Goethe-Manuskripte. Habe nun ach Philosophie?
Juristerei und Medizin und leider auch die Theologie. Ja, das ist Goethe. Na bitte. Aber dem Schriftbild nach von einer Frau geschrieben. Gretchen. Das reicht, Atsche! Hier. Hier. Und hier diese Ähnlichkeit. Aber die da, die hat ein Mann geschrieben. O sonnig, wonnig, Büttenwarder, du vertreibst jeden Kater. Hier gibt's ein Mädchen, sie heißt Gretchen. Drum will ich bleiben an diesem Ort und überhaupt nicht wieder fort. Bierchen, Herr Professor. Ja, hier, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Habe heute Gretchen Tönsen gekriegt. Nix hast du. Ich darf mich nun mit den Worten unseres geliebten Dichters Johann Wolfgang von Goethe verabschieden. Er aber sage ihm, er könne mich im Arsche lecken. Das sagt ein feiner Herr, aber auch nicht, ne? Weißt du, was ich glaube, Archie? Ja. Wir haben zu viel dazu gedichtet. Das kann wohl sein. Dichtung und Wahrheit, die kriegt man ja gar nicht mehr auseinander. Wir wollten ja den Nennwert erhöhen, deshalb. Ja, kann man ja auch verstehen. Ja. Na, nun liegt der ganze Schambor auf dem Müllkibbel. Ich fand das nicht schön, dass du den Zettel zerrissen hast. Schreib doch einfach einen neuen. Der war nicht von mir, ehrlich. Weißt du, was das heißt, Archie? Der war doch in Büttenwerder. Mit Gretchen. Oh, das ist ja egal. Einen hab ich noch. Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Wie glänzt die Sonne, wie lacht die Flur. Es dringen Blüten aus jedem Zweig und 1000 Stimmen aus dem Gestreu. Und Freud und Wonne aus jeder Brust. O Erd, o Sonne, o Glück, o Lust. Von dir oder von Goethe? Das weiß ich nicht mehr so genau.